Nee, los luten nun wann Schlift, Herr Präsident. Herr Präsident, et gouf gesot, dat es Steuerreform die sozialsten Steuerreform wie. Muss in Wort dabei soen, dat Lat an denen lachten 30 bis 40 Jahren net ganz heichlo. Am Anfang vun dieser Legislatur hat die Regierung de Schwa getroffen, einen Spurpakt zu machen, op den ich aber nicht mehr zurückkommen, aber wo all die mehr oder minder kleinen Mesuren dem noch wie sie kumuliert gehen oder wen sie kumuliert, einen Abschnitt durchstellen. Und dann haben wir auch nach TVA-Erhebung gehabt oder Solidaritätssteuer mit den Banken. Das ist darum gegangen, Staatsfinanzen zu stabilisieren. Wir sind der Meinung, dass gerade die Erhebung von der TVA, die am Kader vom Spurpakt stattgefunden hat, gerade nicht gut war, für die Ökonomie nicht zu schwätzen, für die Leute selber. Und da soll ich noch nicht vergessen, dass die Steuertabelle 2009 nicht mehr an den Index angepasst gouf. Das ist natürlich einfach zu behaupten, geben die Leute etwas gehen, von denen hinnen schon für drun geholt huet, an hinnen dat aller normals net will zurückgehen, also eine Anpassung von ihrer Steuerlast und Preisentwicklung. Ich weiß auch nicht, ob der immer richtig verstanden wird, heißt du mit der Veränderung vom Index an der Steuertabelle wie den Index überhaupt en general, als keine Umverteilungspolitik oder kann auf jeden Fall nicht darüber reduziert gehen, mir das ganz einfach dafür eine Kluft zwischen den Preisen an der Kaufkraft zu reduzieren. Das klingt so wie eng Evidenz, dat werde ich so also eng Evidenz, ich meine, das muss ich oft repetieren, weil oft geht es nicht so durchgestaltet für gewisse Millionen. Aber die Hauptfrage, die wir euch stellen, das für was können die hohen Revenuen respektive Kapital nicht mehr zu den Resetten beisteuern. Dat wir auch die andere Möglichkeit gewircht, ganz ohne Spurmesuren, keine Erhebung von der TVA, aber dafür eine Steuertabelle, die zwar die eine Tranche favorisiert, das richtig, aber dafür die ewige Tranchen mehr konsequent kann doch besteuern. Und es gibt nach anderen Mitteln für weitere Finanzmittel zu finden, ohne müssen die Klein- oder Mittelverdiener noch mehr zu belasten. Zum Beispiel geht es da, das hat man ja auch schon, dazu haben wir ja auch ganz oft, den Impôt sur la Fortune, wo wir der Meinung sind, dass der Mist angefordert gehen, das wäre schon in deutschen Resetten für Leute, die sich bestimmt nicht werden delokalisieren. Aber es scheint einfach ein Tabu zu sehen, für Kapital und Fortunen mehr zu besteuern. Dafür verstehen wir einfach auch nicht, dass sich auch simultan den Betriebssteuer trotzdem nach Rof gesagt geht. Es muss aber auch noch werden, dass vielleicht in nächster Zukunft noch weiter Rof gesagt wird, gehen vielleicht von anderen politischen Akteuren. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Druck ganz hoch ist, heute zu Lützeburg für gewisse Millionen für die Rof zu setzen. Was die Steuerbarem angeht, geht lo vu 40 op 41 respektiv 42% Europa, très bien, so man natürlich. Aber ich muss noch so, dass man von weitem kommen. Den Tiefpunkt hatte man 2002 erreicht, wo den Spitzensteuersatz nach nimmen op 30% Lohn. 2001 Lunge nach wie haut ze Darslo an dieser Steuerreform vorgesehen op 42%. Melung auch schon viel mehr heich. Für 40 Jahre hat man zu Lützeburg Spitzensteuersatz von 57%. Und das war keine Zeit, wo Lützeburg schwach war. An einer Krise war, aber nicht schwach war. Graduell, nur der Stahlkrise ab 1987, also dann Raufgang, den Trend ist dann du losgegangen. An allgemein gesehen gibt es eine Tendenz zu Lützeburg, nicht nur zu Lützeburg, aber auch an Europa, hinter den 90er Jahren, auf jeden Fall, Betriebssteuern gehen immer mehr rauf. Dem muss auch nach Ende 90er Jahren gouf Gewerbekapitalsteuer an die Gemengen aufgeschafft. Den Taux von der Gemengewerbesteuer gouf von 4 auf 3% aufgeschafft 2002. Und eben auch den Spitzensteuersatz, der graduell immer raufgesagt gouf, bis eben vor kurzem an Lo mit dieser Steuerreform. Aber es gibt aber noch weiterhin andere Sachen, wo man nach der Meinung sind, dass die Mist Meeres hätte kriegen, wo man wenig Verständnis haben, dass die nicht an Angriff geholt gehen. Zum Beispiel Benefis auf den Dividenden, die noch immer zu 50% steuerfrei sind. Und da stellt den sich ganz einfach froh, wie wird gerade Beneficer, die nicht auf Arbeit beruhen, von der Steuerlast zu haltend befreit sind, weil das ja auch nicht der Fall von einem normalen Revenu,
ein normales Salarié, der kann nicht 50% von seinen Revenuen von den Steuern befreien. Das gibt vielleicht den einen oder den anderen natürlich glücklich machen, aber das funktioniert leider nicht mehr mit Dividenden von Nicht-Arbeit. Ist das gerecht? An die anderen froh, den sich auch stellen, gerade an einer Zeit, wo man durch so eine Steuerreform aber trotzdem die fiskalen 100, wie viele Hunderten von Millionen verzichten wir. Und dasselbe gilt auch für Stock Options. Sie froh, dass wir nicht die Einzigen sind, die das abwerfen. Vielleicht wird das doch dann eine Wirkung haben. Wir wissen ja ganz genau, und das schon angeschaut, dass Stock Options stark problematisch sind. Die Bedelungen von Kadren an Entreprisen, wo sie bis zu Erhalten vom Salär können, die nach ungefähr 10% besteuert können gehen und go auch auf Exzesse hingewiesen von Menge Vierredner von vier Drohnen. Und das sind natürlich auch viel Steuergelder, auf die wir setzen. Caritas schwätzt von einem Déchet fiskal, die schwer zu berechnen ist, weil heute zu Lützeburg schon mal ein Problem mit Transparenz sowieso vom Kapital. Davon aufgesehen, dafür ist es immer schwer, Sachen zu berechnen. Mit Caritas an ihrem Sozialalmanach schwätzt von einem Déchet fiskal, den zwischen 100 und 300 Millionen Euro betrugt. Das ist die Ressourcen, die wir verlieren. Und da hätte man schon ein gros von den Perten, zum Beispiel von der TVA und Kommerzelektronik, wettgemacht. Dafür sind wir auch der Meinung, fand sowieso bedenklich, dass überhaupt die Sache mit den Stock Options über zirkulär geregelt wird. Das muss ich einfach so. Und das war auch der Fall mit den Rohlingen ganz lang, auch, wo relativ konsequent Steuerregelungen über zirkulären geregelt gehen. Es wäre besser gewircht, erstens, dass es über das Gesetz geregelt wäre, aber am besten Fall, der Meinung sind wir auch, dass es ganz einfach auch aufgeschafft wird. Dafür sind wir auch bereit, die Motion von der CSV auch in dem Sinn mit zu drohen. Als Globalkritik und dieser Steuerreform werde ich auch ganz wenig erschrecken. Wir sind der Meinung, dass die schaffend Leute mehr beitragen müssen wie Kapital. Für Drun war das der Fall mit der Steuerreform, also weiterhin der Fall. Da kann ich noch weiter Zahlen Beispiele geben, am Panorama Sozial zum Beispiel von der Salariatskammer, die gehen ein Beispiel ganz einfach von den durchschnittlichen Jahresrevenu von 55.000 Euro bezielt den 6 mal 5,7 mal. Man kann ihn oprunden op 6 mal so viel Steuern wie op Kapitalrevenuen vom selben Monat, also 55.000 Euro. Das ist ein gutes Beispiel, das beweist, dass selber Schaffen Männer herabbringt, wie Geld für sie schaffen zu lassen. In unserer Welt sind die sozialen Unterschiede von Tag zu Tag mehr groß. Und das gilt natürlich auch für Lützeburg. 70% von der Städte zu Lützeburg, das ist das Stadtwerk, und ein männliches Lebensniveau, den zwischen 1.500 und 4.500 Euro leidet. 10% sogar ein Lebensniveau von Männern wie 1.500 Euro. Bei nur 3% ist es der Fall, wo es mehr höher ist wie 7.500 Euro. Und da geht es doch nach dem Kompendium von der Steuerverwaltung, den rauskommers, muss man dazu sagen, am Vierfeld von dieser Steuerreform, wo ich noch kann dralesen, dass 50% von den Ménagen, Resident oder nicht Resident, verfügen über den Revenu imposable, der maximal bei 50.000 Euro liegt. Ökonomisch und finanziell Gleichheit ist gesund für die Gesellschaft, weil gerade die finanziell und ökonomisch Gleichheit die sorgt dafür, dass das Prinzip, dass alle Bürger gleich vom Gesetz ist, nicht nur eine Parole bleibt, mir auch wirklich geht. Wir mengen natürlich auch, dass es an die richtige Richtung geht, wenn der Spitzensteuersatz geht, wie kann das anders das sein? Wir sind der Meinung, dass die richtige Richtung hat könnten in Deutschland oder Schiess sein. Ich kann die lange darüber streiten, ob in den Mindestlohn vom Barem komplett exoneriert, ob der Anfang mehr Spain kennt antreten, verschiedene muss die ähnlichen Revenuen sich korrekt leben könnte leisten. Das ist aber das Problem, dass das zurzeit nicht der Fall ist. Weil da könnten sie auch ihre Verhältnisse entsprechend auch beitragen. Und wir sind noch der Meinung, dass auch kleinere Revenuen müssen als Kontribuabel gesehen gehen, weil das auch, ich
meine sowieso prinzipiell finanzpolitisch richtig, aber auch politisch allgemein richtig, dass jeder als Bürger auch ein bisschen beitragen kann. Vorausgesagt natürlich, dass den aber den Moment vom Mond eins gibt. Dafür sind wir weiter in der Meinung, dass die wenigstens könnten an die Richtung gehen, für mirhége Spëtzesteuersatz zu hunn, wie de vu 40 Joer zu Lützeburg net ënnergangen ass, also 56 oder 57 iwwer Zëlle muss net unbedingt streiten, an dat den natürlich och de Steuertabelle endlich und den Index bënnt. Et gouf de Barem gouf auch geënnert ënner dem Credo all Bierger gëtt entlacht. Ja, die innnecht Revenuen kree noch Werten entlacht ginn. Zum Molstéi ënner 20.000 Euro. Mit de vermeisen Mëttelstandsbockel, den awer relativ schnell errecht gëtt, de gëtt net aufgeschwächt, zum Mols net par rapport zu den irwechten Schichten, well auch van déi, de net viel hunn, besser wäsch kommen, sind die viel hunn, wo ganz viel hunn, die am besten wäsch kommen. Das war richtig zu so, dat Reform vun der Steuertabelle dazu beidreht, eben dat die Leute eben die an den ënnechten Kategorien sind, dat die gut wäsch kommen, mit der wir net vergessen, dat schlussendlich de Barren bei 200.000 Euro ophält. Denno geht het weiterhin mat 42%, ob en 300.000 Euro Joer verdingt, eng half Million oder 1 Million. Gerechtigkeit gesäit an ernstnecht das aus, zum wann ihr bedenkt, dat Leiit matége Revenuen och oft iwwer einer Ertrag verfügen, an zwar déi aus dem Kapital, an déi die doch gut bedingt. Schmengen die ne sont pas à plaindre. An mi sind se jocht frohstellen, fir wat die ganz heich Revenuen net méi heich besteuert ginn. Denno kann en natürlich auch eng aner Party mesureuren opzielen, die schon opgezielt goufen, an die natürlich auch nach die bessere Revenuen Remenker favoriseieren, zum Beispiel eben noch den Abattement op Frais de Domesticité, dann den von 3.600 auf 5.400 Euro Europa geht. Du kann den kaum behaupten, dass das eine Mesure wie für die Männer gut bestellte Leute finanziell gesehen, mehr dass das echt auch ein Kado ist und die besser verdienen an den Verlust natürlich auch für die Allgemeinheit, für die Staatskasse. Wir sind sich auch vorstellen, inwiefern Proportionalität von der Franchise, von der Prime d'assurance, Responsabilité civile bei der Privatauto nicht misst aufstellen, weil dummer da nämlich auch die belohnt, die mehr Deckzylinderen fuhren, die auch mehr verpeschen, die auch mehr zu Autosaccidenten vielleicht beidrohen, die Autos, dass die sich favorisiert gehen par rapport zu Leuten, die sich so dick Auto nicht können lechten. Wir meinen noch, dass bei dieser Steuerreform a Punkt Logement justement eine Gelegenheit verpasst gouf, für die Lokatären entgegenzukommen, weil es gouf ganz oft gesagt, wir machen Mesuren en faveur von jungen Leuten, die sich können de no Logement lechten. Das heißt Futurproprietären. Mais Lokatären, die kriegen natürlich an dieser Steuerreform nicht. Und das ist das Problem, dass heute Lützeburg Lokatäre gerade die Kategorie von Leuten sind, die am meisten von einer Steuerreform müssten können profitieren. Weil die Mesuren, die kommen eben, die sind eben für zukünftige Proprietären, da das der Fall von der Erhebung vom Plafond, den geht bei der Aufsetzung von der Kotisation am Kader von einem Contrat Épargne Logement, also für zukünftige Proprietären. Geht auch der Montant, den nachschreiben kann bei den Zinsen von einem Pré-Immobilier, und dann noch die 50% Franchise vom Loyer von den IVAT d'Agence Immobilière Sociale fährt. Das klingt natürlich gut, wir mengen aber auch, dass das dem Novell auch ein ganz gut Geschäft kann sein für den einen oder den anderen Proprietär, aber es wird nicht dazu beitragen, dass Marché Preise vom Logement könnten raufgehen. Sie werden Ende von meiner Zeit kommen. Ich wollte aber nach just einkehren darüber zurückkommen, dass wir müssen abhalten mit diesem moins-disant fiskal für die Betriebe. Weil das aber ein Mantra an Europa für Betriebe, Großbetriebe immer Männer zu besteuern, davon aufgesehen, dass sowohl Lützeburg wie andere Länder
iwwer Fiskalitéite verfügen, fir dat die ganz Großbetrieber können sech total vun der Steuerlächt befreien. an dat is een reale Problem. An ich kann noch nëmmen mé dat permanent met zitieren eng Etude vun PricewaterhouseCoopers ongewinnt ass haiers do muss noch kucken, wer dann schreiben an die so schon Santaioen, dat Lützeburg schon immer fir Betrieber, dat Fiskalitéit fir Betrieber immens favorabel ass hai an der Großregion an noch iwwerhebt an Europa, dat Betrieber sowieso schon eng ganz schwaar Steuerlächt he zu Lützeburg hun, wann se iwwerhebt, wann den vum Toraffiché schwätzt. Dofir hummer schon dat fir gesot Problem dommer, dat d Betriebsbesteuerung nach Rof geht bis op 18%, 19%, 18% graduell den To affiché, mir wisse dat sowieso den Toreal eendeitsch drinnner Leiit, a fir die ganz Großleite ganz drinnner well Diner die Großbetrieber können sech natürlich aggressiv Planifikationune lechten. Dofir halen dann lo op. Dofir simmer der Meinung, dat den en andere wie mis aschloen wuel wëssen, dat den Druck ganz stark do ass fir Betriebsbesteuerung nach immer méi aufzusetzen, schon sogar auch heieren vu gewisse Patronatseiten, dat ze sogar Gemengen Gewerbesteuer wëlle ganz aufschaffen, weil se net da gesinn fir wat déi gut ass, weil se vielleicht doch net viel mat Gemengepolitik ze dienen hun an net wissen, wer de Servicepublik op Gemengeniveau bedeit. Mir rufen dann schlussendlich Regierung auch op für op EU-Niveau justement géint die Fiskalkonkurrenz unzugun. Dat mcht Regierung net. Das ist ein Dogma vun alle bei Regierung fir ze so méch den han dem Fiskaldumping op EU-Niveau. an dat das schlecht fir Lützeburg, an das auch ganz schlecht fir Europa, fir jiin immer also franchement Herr Schneider echscheieren awer immer de Gegendeel. Ja, teier den der Dedo oder der dann dem no wen fir de Publikum ass. Wir werden op jeden Fall géint de Steuerreform stimmen. So nicht merci. Merci auch dem Herr Wagner. Schönlo kein weiter Kolleginnen oder Kollegen, die sich angeschrieben haben, sodass wird direkt den Herr Finanzminister de Pierre Gramegna wird.